Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Anno 1800, auch mit Folge 400, was haben wir jetzt überhaupt? 60? Kann das sein? Warte mal. Moment. Irgendwie. Ich habe was anderes gesehen. Ne, stimmt. Hä? Krass. Krass. Ja, wenn man schon gerade eine Nummer. Das Ding wären schon bei Folge 461 oder so. Aber er hat mir ein bisschen verzählt, weil ich da, glaube ich, mehr ging es darum, dass er das ja mir schon im Kopf ausgerechnet hatte, was das bedeuten würde. Ja, wir haben letzte Folge doch noch einiges getan, vor allem hier unten auf unserer schönen Produktionsinsel St. Lomé. Ja, geht ja vor allem auch hier um die Kabelfabriken. Also soweit alles picobello läuft. Wir sind auch hier stets unterwegs mit Celluloid, dem alten Lloyd, was ja halt auch ein bisschen abnimmt. Da ist irgendwie auch ganz klar. Ja, warum eigentlich, wa? Ne, ganz klar nicht, aber ist halt so, dass das Teil halt ein bisschen abnimmt, weil wir brauchen sie auch überall. Wir haben nicht mehr so eine hohe Produktion davon. Ich würde sagen, generell noch hoch genug. Heutige Folge, fürchte ich mehr oder weniger, geht es nur darum, ein bisschen zu gucken, stimmt das Verhältnis überhaupt noch mit allen Waren? Und dann werden halt ein bisschen die Frage, zum einen, was gibt es sonst noch so für uns zu bauen? Und aber andererseits natürlich auch, wie gehen wir den Umzug an, ne? So von Alvestus vor allem. Ich meine auch hier mit Jubilee, da ist eine wunderschöne Siedlung, das kann ich anders sagen. Funktioniert doch alles picobello. Ich habe hier viel Platz übrig. Ich würde halt am liebsten die Nahrungsmittelproduktion hier, beziehungsweise die Farmen. Ja, tschüss. Die ganzen Farmen meine ich halt. Die ganzen Farmen würde ich gerne hier auslagern, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich dann hier auf Alvestus nach die Baumschulen hätte, die wir jetzt halt auf Jubilee haben, und dann Abaya vermutlich, genau, die Produktion hier von den Kleidungsstücken noch gerne so beibehalten. Das war ja mal so eine Idee dahinter. La Isla aktuell. Ah, da habe ich schon vorbereitet, genau. Dass ich hier halt vor allem die Hacienda-Produktionen mache. Beziehungsweise die Idee war ja die ganze Produktion, also auch die Dinger. Also Lebensmittelproduktion wieder hierhin zurückkehren. Wo der Platz eigentlich nicht mehr so gewaltig ist wie auch schon. Weil wir haben auch schon überlegt, hey, wenn ich hier sowieso schon alles umziehe, von Alvestus hier rüber, habe ich nicht hier vielleicht genug Platz für alles? Weil ich meine, uns mal die Inseln angucken. Alvestus ist schon groß, ja. Eigentlich ist es rein von der Flächenmäße groß wie Jubilee. Das Problem ist aber bei Alvestus, die Insel ist eigentlich eher so lang von hier nach hier oben, was im Bau natürlich ein bisschen unpraktisch ist. Und wenn wir hier noch Ölflächen haben, das heißt auch hier, es geht halt hier, die Baufläche selbst eher so in der Breite. Nee, also schon von, sag jetzt mal, Südwesten nach Nordosten. Aber die Insel selbst erstreckt sich eigentlich eher von Süden nach Norden. Die haben zwar ein ähnliches Problem, aber wesentlich weniger Berge. Deswegen müsste ich hier eigentlich, wenn ich zum Beispiel sage, hier ganz Lebensmitteldinger, also Endproduktionen, hier die ganzen Farmen nach oben wandern. Da habe ich, na Juni natürlich auch noch, aber schon wesentlich mehr Platz. Ich meine, man könnte es theoretisch mal kurz testen. Achtung, Spieler gleich mega lecken. Alter. Irgendwie die FPS-Anzeige bei OBS irritiert mich auch ein bisschen. Die sind noch bei 60 FPS und man fragt, hey, wie kann das bitte schon sein? Die müssen gerade richtig schon im Durchdrehen sein, eigentlich, aber es halt spielintern war. So. Dann lass mal ganz mal angucken, ne? Ich komme den ganzen Feldern bis hier hin. Hätte aber da rechts davon noch Platz. Nutzen Sie es weise. Wow. Und hier unten auch noch. Wenn ich hier direkt hier anschlagen würde, ich hätte immer noch ein bisschen Felder hier oben. In der Breite wird es eher schwierig. Da war ja auch mal so eine Idee.
Alter. Wir kann gleich das ganze Spiel ab. Okay, lassen wir das mal. Da muss man ein bisschen gucken. Das Problem ist halt eigentlich die Siedlung hier unten, ne? Die stört, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Die müsste weg. Das Problem ist aber, es geht nicht, weil ich brauche die Hacienda. Was man sich zwar auch überlegen könnte, wäre, die Dinger hier nach hier unten verschieben. Dann hätte ich hier ein bisschen mehr Platz. Nach ganz unten hätte ich wieder auch ein bisschen mehr Platz zum Anbauen und könnte hier noch ein bisschen in die Breite gehen. Da war mal die Idee, in die Breite zu gehen, damit ich halt hier dazwischen noch die, haben wir hier irgendwo eins? Hier zum Beispiel. Handelskammern hinpflanzen könnte, um noch ein bisschen mehr rauszuholen. Hätte halt aber trotzdem zur Folge, dass ich dann Lebensmittelproduktion, oder die ganzen Farmen halt, doof gesagt, die ganzen Endproduktionen, ne, dass ich die halt trennen müsste. Dass ich hier vielleicht weniger hätte. Das Problem, was ich hier allerdings habe, ist die Fruchtbarkeiten. Aber auch hierzu nicht viel, aber ich hätte meine Orchideen und gerade auch halt auf so einer Insel. Die ganz sicher. Baumfruchtbarkeiten wäre zwar auch cool, ist aber eher suboptimal. Wobei hier habe ich sie auch, also insofern. Den Rest brauche ich nicht, weil der Rest kommt ja die Hacienda-Farmen. Herr, vergib der Jugend von heute. Oder, ne, Moment. Bananen brauche ich auch noch, stimmt. Ja, da gibt es die drei, sag ich jetzt mal. Ne? Also geht um die Bananen, um die Kräuterorchideen. Die bräuchte ich halt so oder so auch hier. Gut, ich habe Bananen, ich habe Baumwolle, ist soweit alles super. Die muss ich halt wechseln. Geht aber aktuell nicht. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Die Frage ist halt, ich weiß nicht, wie viele ich überhaupt noch habe von den Fruchtbarkeiten anpassen. Sind das irgendwo in so einer Gesamtübersicht? Ich weiß, haben wir mal noch ein paar gemacht. So auf Vorrat halt. Okay, mal gucken. Haben wir das in der letzten Folge schon gemacht hier damit den neuesten Errungenschaften? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Sieht nicht nach aus, weil ich genau schon da hier habe. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ich bin mir nicht mehr so sicher, was ich mit diesen exakt wollte. Also wohin platzieren. Ich meine, dass es klar ist, dass ich sie irgendwo hin platzieren muss, wo es Produktionsgebäude gibt, das ist klar. Weil ich es nur dahin setzen kann. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, bei welchem ich sie platzieren wollte. Natürlich Vergangenheitsmichael mir nichts hinterlassen. Aber wenn ich Vergangenheitsmichael richtig im Kopf habe, dann weiß ich glaube sogar noch warum. Okay, ich muss sogar dahin. Warum ist klar, weil es einfach nicht weiter nötig ist, das zu erwähnen. Also müsste es relativ offensichtlich sein. So. Ich gucke mal ganz kurz hier noch. Chrome Falls. Nicht in Chrome Falls selbst, sondern wegen der neuen Welt. Wie ist denn das hier so eigentlich bei euch? Die Wurst, es geht in die Wurst. Gut, die Fleischkonserven ist klar. Die Wurst, ja, man sieht's mit der Wurst. Schon wieder? Jetzt richtig auf Zack. Ja, wenn ich hier eigentlich schon gut dabei war. Hm. ...30 Mitarbeiter, hey. Ich Wurst importieren würde. Das ist eigentlich relativ hoch.
1, 2, das sieht schon besser aus. Ich will mal gucken, ob das irgendwas bringt. Das Ding und geschert werden mit denen in der alten Welt finde ich irgendwie auch scheiße. Aber egal. So. Ganz kurz angepasst. Dann gucken wir uns die Insel nochmal an. Hier ist das mit den Bienen, mit dem Bienenwachs besser gesagt. Und das war hier. Hä? Ne, warte mal. Moment. Hatte ich es angedacht, aber doch nicht genommen, weil... Hä? Was zum Henker? Was hat Vergangenheitsmagier getan? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, jetzt Ein gebumst. Feuer ist ausgebrochen. Ja, ich sehe es. Ja, ganz mal gucken wollte. Hat das nichts damit zu tun, was wir gerade erwähnt haben, ist eher mit der... So. Nur ganz kurz, als ein Teil das Gefühl habe, dass es trotzdem relativ laut ist. Ich mache es trotzdem mal ganz kurz anders. Irgendwie ist das Verhältnis noch nicht so ganz. Ist mir letzten auch mal bei den Folgen beim Rennen aufgefallen. So. Es brennt. Ja, ja, überall brennt's. Du. Schnarch. Feuerwehr in Action. In Aktion. Wir sind hier aus. Wir haben eigentlich auch überall schon die ganzen Items drin, ne? Die Flammen wurden gelöscht. Soll ich hier bitte schon irgendwie ein Item ersetzen? Na egal. Die Produktionsgebäude waren aber einfach mal so, just for fun. Und auch hier, ich meine, das für Parfümlabor, das haben wir jetzt eigentlich auch schon gepackt. Wäre vielleicht eher für Hibiskusfarm, den Messal-Ausschank, oder Chalea-Küche, also die besser gesagt, die Küchen. Und Laborpigment. Ich glaube, meine Vergangenheit hat sich einfach so, ja, komm, lieber mal etwas auf Vorrat haben. Weil lieber haben als brauchen, nach dem Prinzip. Damit hat er auch nicht ganz so unrecht. So, zurück hier zur Imkerei, das haben wir gesehen. Der Bienenwachs für die 10 Dampfwägen, ne? Das Verhältnis ist zwar krass, aber macht durchaus Sinn. Bereits gehandelt, trotzdem gesagt, dass es viel zu viel ist. Obwohl. 1000 Dampfwägen, ich lasse mal so. Das sieht auch einigermaßen in Ordnung aus, das gefällt mir. Weiter so, Freunde, weiter so. Okay. Wenn ich schon mal hier bin. Tuchschneiderei, naja, die sind da bei den Dingern. Dann irgendwie die glänzende Idee. Ah ja, genau, es war ja auch schon für die Wassermeisterei, glaube ich, auch zum Testen. Also ein Düngerwerk. Ja gut, macht Sinn, wenn das ja auch ausbauen will. Fabriken und so. Aber hat er nicht irgendwie auch Items schon für die für Embesa und so in Planung? Ja, genau, generell. Die sind generell Items. Die Dinger, das macht auch soweit Sinn. Man sollte immer über seine Verhältnisse leben. Wie sollte man sonst Depp von Dandy unterscheiden? Du mich auch. Ich habe keinen Anpass. Das heißt, ich habe noch 2 Stück im Pet, oder was? Können sonst eigentlich mal offscreen mal testen, wa? Dem einfach mal die Fruchtbarkeiten ändern von der Insel. Das würde gehen. Also, ich hätte gesagt, ein Item fertig. Dann kann ich sie auch wieder mitgeben. Ja, dort mir der Webstuhl. Wer kennt ihn nicht?
Ja, okay. Zurück in die New World. Ein Gläschen, Sir? Um die Kehle zu Laborpigmente. Mhm. Auf dem für Produktivität, der ist eigentlich immer cool. Der Feras Al-Sarami. Weil ich meine, mehr Produktivität, weniger Arbeitskräfte, weniger Wartungskosten. Das Vieh passt doch. Was haben wir hier sonst noch so? Ja, muss man ganz kurz über die Bücher. Ich meine, ich habe natürlich jetzt diesen Prozess hier von wegen, ja, nachgucken und passt alles und so ja auch offscreen machen können, aber ich habe irgendwie immer Angst, irgendwas zu machen. Das heißt, es ist wirklich ein Optimierungsprozess oder irgendwas entdecken und so und denke, oh Scheiße, hätte ich eigentlich jetzt zeigen müssen. Das ist der Grund, Freunde. So, mal gucken. Motorroller, Miniaturen sind voll. Im Großen und Ganzen eigentlich gut aus. Was mir hier noch fehlt, ist so eine Sortieroption, was cool wäre. Dass man quasi, dass mir die angezeigt werden anhand der Menge, die ich habe. Bereit zum Abheben. Das wäre nicht schlecht. Eine Meisterschaft machen? Nö, nicht jetzt. Später. So, wir haben noch die Quest hier. Ja, mal so by the way machen, das spielt keine große Rolle. Will ich hier den scheiß Umzug machen? Ich weiß nicht, hey, die Insel. Am liebsten würde die Insel eigentlich so belassen, wie sie ist. Hey, auch vielleicht hier die Einwohner ohne süße Früchte. noch optimieren, das schon. Dann kann ich von mir aus auch irgendwo die anderen hin platzieren, hier unten zum Beispiel. Hier oben quasi gar nichts mehr. Ich mache einfach hier noch schön auf Öl. Habe hier noch schön den Lufthafen. That's it. Wenn es hochkommt, die Brauereien. Nein. Das ist sowieso so ein Kack, wenn ich die hier hinpacke. Die müssen im Einzugsbereich sein. Auch schon die ganzen Items drin. Wir brauchen hier Laternen. Hat ihr das? Hier, Spaßvögel. Ein paar Laternen hier. Genau, mit dem Brillen haben wir noch abgestellt, weil das ein bisschen heftig war. Hä? Die Parfümproblem? Ja, was ein klitzekleines, war. Dabei hat er jetzt eigentlich rausgerechnet, dass es passen würde. Ja, vor allem Inslager ist hier ist voll, Alter. Junge, was ist los mit dir? Ja, ist auch so ein Grund, Freunde, wieso ich das Let's Play bald in die Pause schicke. Nicht beenden, keine Sorge, aber beenden. Weil das wieder ein paar, ja, also Aufnahmesessions, sind so ein paar Tage oder Wochen intensiv dran bist und dir denkst, irgendwann so denkst, oh scheiße, mein Gehirn, ey, kann nicht mehr. Sie erschien mir wie eine schöne Witwe, stolz und gleichmütig. Verzeihung, ich bin gerade am Erklären. Hallo, Junge. Ja, ist gut. Alter, bin ja erzählen und wenn er einfach reingequatscht, ey, was ist denn mit denen los? Genau, das ist mal das anderen dann wieder Phasen und längere Zeit Pause hattest und denkst, ja, ist cool, kannst du da reingehen, muss man bestehen weitermachen. Und seien wir ehrlich, anno 1800 ist scheiße komplex geworden. Lecco mio, ey. Ich hätte so Bock, wieder mal in eine Partie noch 17:0 einzuzocken oder so. Oder irgendwie, wäre mal weg von Arno, wieder mal irgendwas in Richtung Siedler. Wäre auch mal ganz nett wieder mal. Also wieder mal im Sinne von, ich habe es noch nie Let's Played, aber früher privat aufgespielt. Also vor allem Siedler 2 und 3 war es. Ne, das habe ich irgendwie verpasst, keine Ahnung Es warum. funktioniert.
Ich glaube, wir haben es geschafft. Und beim 4. habe ich aus irgendeinem Grund nicht mehr gezockt. Ich weiß nicht mehr, warum überhaupt. Ist schon so lange her. So, warte mal. Was ist jetzt hier eigentlich los? Was ist jetzt hier Tatsache? Also. Wir haben Zucker, wir haben Ethanol. Ja gut, du produzierst hier, weil du brauchen kannst, dann kannst du mitnehmen. Das passt soweit. Das ist doch so weit cool. In the school. Ja, es ist so cool. Löst trotzdem ein eigentliches Problem nicht. Hä, aber so einen krassen Verbrauch von... Das glaube ich jetzt nicht, oder? Junge! Moment! Die Nachfrage ist so krass, sogar 2 Schiffe das nicht mehr aushalten. Oh nö. Oh Menno. Warum? Sprunghaft, rachsüchtig, teuflisch. Gib es einfach her. Das war ich so gut drauf. Moment, mein Hörer. Was? Elegant. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Nun, das sollte wohl eine... Sie Freigeist. Wer geht? Um Gottes Willen, ey. Immer gut. So, also, ja, er wollte ganz kurz ein bisschen Speed gehen, zum gucken, ob noch alles stimmt, aber warte mal, das ist ein bisschen doof. Wo sind meine Schiffe? Wo sind meine schönen Luftschiffe? Klarer Himmel. Lara Himmel, genau. Ich brauche 3 Items. Kann man irgendwie mit einem kleineren Schiff? Wo sind meine Schiffe? Die kleinen. Wo sind die? Das sind die Kriegsdinger, ja. Also, sieht's ab. Ja, dann kaufst du plötzlich irgendwie, ach, ich habe einen Bug entdeckt, oder beziehungsweise eine fehlende Route. Und jetzt denke ich mir natürlich, warum, was habe ich damals gemacht? Aber scheint eigentlich soweit zu stimmen, oder? Ja, also falls ihr euch mal fragt, wieso irgendwie Post verloren geht, dann ist das der Grund. Weil einfach irgendwie mal ein Schiff sich so dachte, ja, jetzt fliege ich halt nicht mehr. Motoren anwerfen. Scheiße aber auch, okay. Die haben eh zu wenig Frachtladung. Scheiß drauf. Die Gazelle, ich nehme einen von denen. Ich brauche Brot, sage ich schon, Bretter. Bananen und Rum. Ja, soll ich noch hinkriegen, wa? Ups. Nein. Besser. Gebagene Banana, Banana. Motoren gestartet. Manueller Produkte. So. Ist krass, war also Parfüm und Nein, Quatsch. Parfüm und Nähmaschinen. Ich glaube, wieder 2 Routen dafür machen, wa? Einfach so eine Route mit Waren, wo sie nicht so viel brauchen, zum Beispiel Ventilatoren und auch Filmrollen, wo man denkt, ja, das müsste eigentlich reichen, und vielleicht noch eine mit, sagen wir jetzt mal eher so Ventilatoren, Motorroller und einen vielleicht mit Filmrollen und ein paar Filmrollen, aber jetzt auch 2 drin. Wie ein Geschwulst. Sie sind ja doch zu etwas gut. Wie ein Geschwulst? Ist ja voll fies. Hä? Wieso plötzlich 0? Wie ging das jetzt plötzlich so schnell? Zack, 0. Ja gut, wir haben natürlich noch eine Route, die bringt ja Waren. Ja, da ist er. Da ist der Übeltäter. Also, wir brauchen Bananas im Pyjamas.
Ein bisschen rum. Lieferung ASAP. Wir sind unterwegs. Expresszustellung, perfekt. Hm. Bereit zum Abheben. Schiffe aber schon genug, das ist nicht das Problem. Ob ich die überhaupt nutzen will, ist eine andere Frage. Du bist nicht gekommen, um dich uns an. So, da war noch was. Wie sieht es mit den anderen Baustellen aus, die man so ab und zu hat? Ich glaube ansonsten, gerade was so Thema Öl betrifft, ist alles cool. Alles noch cool. Für mich? Wer sonst? Was? Sarkophag? Fluch? Was ist los hier? Klarer Himmel. Motoren gestartet. The Big Wall. Verwirrte Überlebende. Was darf es sein? Ah ja. Okay. Na gut, Hauptsache Aufgabe abgeschlossen war. Also wir Parfüm müssen noch gucken. Dir kann ich trauen. Bei Parfüm, da müssen wir noch mal ein bisschen optimieren. Warte mal. Getränke, na. Falsch. Neue Welt. Aber der Trick hier funktioniert, hä? Die sind alle happy. Da kann ich es so belassen, wie es ist. Mit der Nahrung bei Manola. Das stimmt Aus eigentlich unseren auch noch. Niederlagen lernen wir am meisten. Ja, ist. Hä, wieso? Hä, habt ihr die Quest doch gemacht? Keine Ahnung, was mit der los ist. Auf eine andere Quest, die ich übersprungen habe, könnte ja sein. Also, Nähmaschine ist jetzt eigentlich wieder top, Filmrollen sieht auch gut aus, bei Motorrollern, ja, gut, die sind so ein Luxusprodukt. Ansonsten hätte er gesagt, okay, Parfüm, da packe ich jetzt das halt eine separate Lieferung quasi. Ich meine, es ist auch Produkte, natürlich. Trotzdem sagen wir dann da, okay, dann nehme ich ein anderes Schiff, vielleicht sogar die Gazelle hier, wenn ich schon mal eine übrig habe. Die Menschen lassen sie hochleben. Immer wieder, wa? Wo sind wir? Region Neue Welt. Sandlome und dahin. Neue Route. Es ist die Route. Dann machen wir ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Ein bisschen davon. Zack, zack, zack. Die schnelle Gazelle. So, die Route überlege ich nochmal, wie ich die nenne. Manola Produkte. Also global schon hier war. Ja, super. Dann da mal kurz raus. Auf Fullspeed gehen. Weil ja, hätte mich stark gewundert, wenn ich jetzt irgendwie noch Probleme hätte. Mit der Parfümproduktion selbst. Lieferung ist nochmal ein anderes Thema mit der Produktion selbst. Das hätte mich sehr gewundert. Wir sind abflugbereit. Da kommt einmal die Nahrung an. Da kommt die Kleidung an. Klarer Himmel.
Da ist der Export. Da kommt noch eine Nahrung an. Abflugbereit. Wo sind die anderen? So geht der jetzt eigentlich hier hoch, wenn hier noch einer wäre. Naja. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Die Stadtwaren, da kommt auch schon, da ist das Ding. Klarer Himmel. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hey, wir haben doch hier noch einen. Wieso musst du jetzt Bereit zum warten? Abheben. Klarer Himmel. Wohin soll's gehen? Manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Weshalb gewisse Dinge passieren, wie sie passieren. So. Dann müsste das eigentlich wieder abgeschlossen sein. Wie wäre es mit einem... Das Problem ist nach wie vor der Zelluloid. Der hat aber einfach irgendwie eine kleine Diskrepanz drin. Wo ich einen Überschuss von 3 hätte. Das Problem ist natürlich aber auch in der alten Welt Zelluloid. Und das ja nicht so knapp. Ja, seht ihr, weil hier bin ich irgendwie auch schon wieder ein bisschen wenig dabei. Und ich eigentlich relativ viel bräuchte. Bloß nicht mehr wofür überhaupt. Die Rohre sind leer. Willkommen in der Manufaktur. Warte, kann ich mir jetzt zur Weiterverarbeitung hier oben. Warte mal, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Hä? Welche Insel? Ist auch nur eine Art Durchlauferhitzer. Ich dachte, wir wären noch irgendwie zur Produktion etwas. Habe mich wieder getäuscht. Ist aber auch schon lange her, ganz ehrlich. Also mal abgesehen davon, dass das so eine fleißige Biene, so ein Schiffchen ist. Ich verstehe jetzt gerade nicht. Moment. Das mit der Kohle ist klar, die muss ich so machen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Arktis, alte Welt, Arktisgas. Ja klar, er geht da hin und holt das Arktisgas, Gas. Aber warum nur einmal 50? Wieso überhaupt gerade? Der ist unterwegs, okay.
Bestimmt die Grund, wieso du nicht 2 mitnimmst? Wieso ich so ein Schiff genommen habe, das kann man durchaus vorstellen, weil ich dachte, okay, es sind eh so wenig Waren, dann brauche ich keinen großen. Das kann ich mir schon vorstellen, ich finde es trotzdem seltsam. Vergangenheits-Michael macht manchmal seltsame Dinge. Wobei Zukunfts-Michael dann viel besser ist. Davon abgesehen. So, also warte mal, ich wollte was Bestimmtes nachgucken. Warum zu den Leuten Kaugummi hier hoch? Offenbar, aber dann nachher ein Schiff, was mir. Ne, den hier. Region Alte Welt, Der hier. Also nimmt er nachher Celluloid, weil er lustig ist und kriegt er nachher nach unten. Aber irgendwie hat er noch alte Waren dabei. Also man kann nicht direkt zum Schiff springen, muss doch gehen. Baldwin! So. Dann sind die Routen nachher ein bisschen Wolle. Wenn ich noch 10 mitnehme, das kann sogar doch passen. Celluloid, ja, noch mit dem Kaugummi. Ja, aber Kaugummi auch noch hier unten wieder. Bei dem Punkt ist irgendwie auch wieder falsch im Kopf. Es ist immer sehr vernünftig, wenn man irgendwie anfängt, plötzlich alte Praktiken zu hinterfragen. So wegen, oh, wieso hat man das einmal so gemacht? Muss man verbessern. Ist ja Bright Sense. Ist ja so, dass die dann nachher Kaugummi wollen? Ganzes und nichts Halbes. Wer es überhaupt war, waren es die ganz 9 hier, glaub schon, war? Da war es sogar. Ich nehme an, der Mangel an Speis und Trank ist so gewollt? Ja, wieso? Moment. Moment. Risiko, hohe Dividende. Eben hier, ihr wohl Kaugummis, okay. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendwo, was ich gerade nicht sehe. Vermutlich, weil ich es gar nicht sehen will. Irgendeine Schiffsroute. Ich habe nicht mehr viel Brillen, war. Naja. War sie vor allem hier unten, nicht da oben. Das passt von dem her schon. Haben Sie mal Das Ganze mal zu überholen, hey, oder optimieren, na Gott sei Dank. Niemand kündigt schon wieder einen Bärenmarkt an, aber Ja, Schnauze. Ja, das wird ein Spaß Next Level. Ich sehe gerade die Route mit dem Ding nicht. Wo Kaugummi nach unten verschippert wird. Also quasi von Teachwood nach Bright Sands. Hä? Meinst du verarschen? Gut, die Dinger steigen, ne? Das ist schon mal schön. Das freut mich auch, auf eine gewisse Art und Weise. Oh, falsch. Der auch schon mal höher war, kann das sein? 150. Da ist das Schiffchen dir. Da ist immer Kaugummi dabei, was ich nicht mehr abliefern kann, genau. Junge! Müssen wir dringend quatschen. Hier liegt Missverständnis vor, scheiße. Auch das noch.
Na immerhin mal einen alten Bug entdeckt, wa? War eigentlich nicht meine Intention, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Das war irgendwie ein bisschen was anderes geplant. Also in der Folge zumindest. Huch, Zum geh Horizont. näher ran. Muss ausladen, Junge, ausladen. So, jetzt schon besser. Also genau, das geht ja nicht, das haben wir schon gesagt. Dann, so das Ding mit dem Zelluloid. Das du da mitnehmen kannst. Dafür kannst du das Ding mal abgeben. So, jetzt geh bitte mal hier hin und liefere die Waren aus. Ja, ist doof, warum nicht mehr so viele Legestellen hat. Ja, habt ihr schon einige. Okay, warte mal. Dann, wenn wir schon mal dabei sind, den gibt es nachher nicht mehr. Also, doch schon, auf eine Art und Weise. Wir haben noch einen hier in der alten Welt, das ist der hier. Ach, deswegen, weil ich Konsum halt so Leute brauche, aber wenn ich es halt hier nicht zur Herstellung nicht mehr brauche. Auf den Grund gehen? Du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ah, ist cool. Ist cool in der School. Bevor ich das da gerade erwähnt habe, mal umstelle, muss man ganz kurz noch gucken. Wir haben Kekse, wir haben hier Fahrstühle. Ich hätte schwören können, für irgendwas brauche ich Zelluloid. Ich meine, ich bin manchmal schon doof, aber nicht so doof. Und einfach irgendwelche Dinge unter irgendwie in einem Hinterkopf mir Gedanken darum mache. Shampoo? Nein. Limonade? Nein. Hier auch nicht. Farben und Lack auch nicht. Hä? Jetzt schwören können, irgendwo hat das mal gebraucht hier. Deswegen habe ich es hier auch Es hingeliefert. funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist ein Quatsch, das gar nicht mehr brauchen, damit hätte er jetzt nicht gerechnet. Hat doch irgendein Item abgestellt oder so? Nö, das ist bloß das mit dem Öl. Die Luke vom Lager geht Hier haben nicht wir mal den mehr Hochofen. Der ist ja auch voll. zu. Da ist ja auch voll. Deswegen mache ich da auch nichts mehr. Da kommen wir was, dann schmeiße ich immer Zelluloid raus. Ich kann mir schon vorstellen, eben da ich das Ring hier drin habe, weil ich Zelluloid ja auch für gewisse Gebäude hier brauche. Sei es irgendwie. Salzig? Oder Kommt bei ja dir weniger. etwas? Wo könnte sowas sein? Clubhaus? Ne, auch nicht. Wo sind. Das Ding vielleicht? Ah, hier. Also mein Staubsauger, der braucht sowas. Okay. Toaster? Ne, der Staubsauger. Geschirr auch nicht. Kühlschränke. Eigentlich auch mal cool. Aber die ganze Quest hier nochmal zu machen. Ne, Aktenkoffer. Okay. Die ganze Quest hier nochmal noch zu machen. Alter. Das mag ich am nächsten Leben, ganz ehrlich. So, apropos nächstes Leben. Das Leben ist eh schon fast vorbei. Das ist einfach hier. Wo ist er? Ah, hier unten. Bevor die Folge beenden, muss ich noch ganz kurz machen. Folge beenden war, wir haben nichts geschafft. Doch, wir haben einen Bug gelöst, wir haben andere Dinge noch ein bisschen optimiert und ich habe nochmal ein bisschen einen Plan gemacht. Da künftig so Dinge machen wollen. So. Du gehst im Eilzugstempo hier rüber. Wir werden in der nächsten Folge nochmal eine neue Schiffsroute machen mit irgendwelchen Luftschiffen. Für das Zelluloid und für den Kaugummi, aber liefern es dann direkt nach Bright Sands. Haben wir dann ein paar Minuten dann gespielt, sprich dann habe ich auch ein bisschen Überblick nachher über Manola, die ganze Produktion dort. Natürlich geht es auch darum, wie können wir dort nochmal so Leute ein bisschen vorantreiben. Ne? Da ein bisschen was muss noch passieren. Und ja, Leute, ich verkaufe meine Vollkühlschiffe, das ist eben noch so. Auch wenn sie prinzipiell irgendwie cool sind. Sagen Sie nicht, dass ich eine... Aber ich brauche nicht beides. Also entweder mache ich Luftschiff oder ich kombiniere es irgendwie klug. Aber ich habe so über Luftschiffe noch gesagt, ey, ich will alles über Luftschiffe machen. Weil es auch mal so eine persönliche Herausforderung war. Dementsprechend wollen wir das auch weiterhin noch tun. Ganz, ganz klar. Also, hier Zelluloid. Da haben wir schon erwähnt, da muss er mal ein bisschen ran.
ob ich einfach mehr Baumwolle noch brauche, also irgendwie auch mehr Ethanol und so, oder ob ich irgendwie zu Leute sonst mir irgendwie aus dem Arsch rauskratzen will. Das müssen wir uns in der nächsten Folge angucken. Wenn wir vielleicht noch irgendwie eine andere Idee haben. Weil, naja, wir sehen hier, dass wir eigentlich ein bisschen zu wenig haben, um die ganzen Produktionen hier abzudecken mit Celluloid. Celluloid. Schönes Wort, wa? Eigentlich ist ein bisschen knapp, weil wir exportieren noch ein bisschen was in die alte Welt. Das muss auch so sein. Das heißt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr rausholen. Eben sei es doch noch irgendwie nochmal ein weiteres Item. Oder sonst irgendwie was. Das werden wir uns in der nächsten Folge nochmal genauer geben. Kaugummi hier ist eh voll. Haben wir schon alles picobello gemacht. Da muss man langsam eine Strichliste führen. Eine Produktion, wo ich sage, nö, das passt soweit, das ist perfekt. Ja, zum Beispiel Medizin, wo ich mir auch denke, du, alte Welt wird momentan genial beliefert, das reicht soweit, oder auch immer mit Parfüm. 1, 2, 3. Ich habe zwar schon ein bisschen mitgenommen, ich hoffe jetzt mal, hier reicht's fürs Erste. Yo! Genug Parfüm, So visionär wie ich. Also wenn bloß die Brillen, ey. Oh, da muss in der alten Welt oder viel machen. Ich glaube tatsächlich, dass mit den Brillen, das sparen wir uns so später auf. Weil dann muss ich halt die alte Welt noch ein bisschen was machen und da heißt, ich würde dann eher die alte Welt nochmal optimieren, bevor wir das hier umbauen. Das macht durchaus Sinn. Und so lange, naja, das mit der Kohle und so ist ein anderes Thema, was ich noch alles optimieren könnte und müsste vor allem auch. Wir haben ja auch verdammt viele Artis, wir haben auch schon viele Obreros und so. Meine zweite Siedlung, da habe ich halt Angst mit den Waren, dass die nicht mehr reichen. Das könnte sehr, sehr schnell passieren. Aber wir haben eine einladende Kolonie, ist doch auch schön. So, also in dem Sinne, wieder mal danke fürs Zusehen. Leute, bis zum nächsten Mal. Dann zu den Leuten nochmal ein bisschen gucken. Und wenn das eigentlich soweit stimmt, glaube ich, sind wir, was die Produktionen generell betrifft, hier soweit fertig. Weil ich dann alles gebaut habe, was die neue Welt so hergibt. Und natürlich jetzt auch mit dem Motorroller, ne? Wenn das alles soweit stabil läuft, geht es echt nur noch darum, dass ich das fast ein bisschen schön baue, ne? Das noch optimiere. Und das noch hinkriegen und eben auch das nochmal anwerfen können. Weil ich will vor allem auch gewisse Materialien noch haben, die wir dann in die Arktis liefern können. Später. Späteren Zeitpunkt, nach der großen Pause. Klar, wir haben noch die Dinger, die ganzen Geschütze. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch machen will oder dann vielleicht auch später, weil, was wollen wir halt haben wir es, wa? Dann kostet auch wieder Geld. Um es mal doof zu formulieren. Ob wir das halt wirklich brauchen? Wer weiß, wer weiß. Wie gewohnt, der Preis ist heiß. So, genug gequatscht. Thumbnail, nicht hier. Nicht hier. Keine Sorge, ich habe die Dinge nicht vergessen, hier die Route. Die ich gelöscht habe, noch ersetzen muss. Das machen wir in, wie gesagt, in der nächsten Folge mit dem Celluloid. So. Plastik. Plastik, Mr. Fantastic. Kennt das noch jemand? Schon uralt, ich weiß. Plastik, na, Plastik, la. Dauert jetzt ein bisschen schwierig, war sowas zu trällern. Naja, bis nächstes Mal. Tschüssi.